Ja, moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Das mal auf dem Weg zum Arbeiten gehen. Und ja, es ist jetzt relativ angenehmes Wetter. Ich habe jetzt noch Thermounterwäsche an. Wer ist interessiert, weil es trotzdem noch etwa 9 bis 2 Grad sind, relativ frisch. Es ist aber auch geil mit der Lederjacke, die ist relativ windgeschützt, noch geil. Dann, ich habe schon gemerkt, mit meiner Weste, die ich auch habe, dort zieht es ja relativ stark durch und dort habe ich auch echt kalt. Boah, die sind so schnell da mit dem Umbau, das ist krass. Fast ein bisschen eifersüchtig. Nein, etwas anderes, und zwar habe ich vielmals selber schon überlegt, im Sommer filtern, Autos überholen, im Stau, in der Stadt vor allem. So, komm, es ist rot, die Autofahrer überholen und dann vorne wieder. Das machen ja eigentlich viel. Das machen eigentlich wahrscheinlich die meisten TÜV-Fahrer. Und ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen Licht, weil es dunkler bringen für alle unter euch, die sich vielleicht damit nicht auskennen. Und ich einfach sagen, ich könnte das schon machen, aber es gibt da gewisse Gefahren. Und das ist zum Beispiel so, also das ganz Klassische ist natürlich in der Stadt, dass du, so wie bei mir jetzt rechts eine Spur hast, links eine Spur. Vielleicht von mir aus zweispurige Straße ist oder vielleicht dreispurig oder vierspurig, wie auch immer. Ja, ein bisschen Gas geben, so. Genau. Und dann musst du überholen. Dann überholst du, fährst du sozusagen in der Mittelspur, also in der, so wie ich jetzt da auf dem weißen Streifen fahre. Und ich sage jetzt einmal grundsätzlich, wenn kein Auto entgegenkommt, dann kann man das ja machen. Sprich, finde ich jetzt persönlich nicht viel dagegen, aber ich kann jetzt so noch ein paar Sachen, ein paar Fakten sagen, dass ich ein bisschen wissen, auf was wir mit achten. Aber dann gibt es zum Beispiel auch die Leute, die so gescheit sind, die das Gefühl haben, ich will sich auf der Busspur so rechts oder auf dem Velostreifen rechts überholen. Da habe ich auch schon viele Videos gesehen, im Deutschen und so machen das auch ganz gern. Aber das wäre definitiv bei uns in der Schweiz verboten. Also ich glaube, das würde 60 bis 100 Franken Bus kosten. Beziehungsweise würde ich das gar nicht empfehlen das zu machen, auch wenn es nur 60 Stutz Bus wäre, weil in der Schweiz ist es zahlbar. Wenn mir durch dieses und jenes vielleicht noch angehängt und dann kann, bleibt das vielleicht nicht bei 60 Stutz, also egal. Auf jeden Fall, das Einzige, was ich selber noch würde überholen, wäre jetzt, wenn man wirklich eine Riesenschlange hat, man sieht sozusagen als Ziel führen und man sieht, hey, es sind jetzt wirklich, es ist übersichtlich, ich kann schön an den Autos vorbeifahren, ganz sauber, und kann vorne ganz sauber vor dem Lichtsignal wieder rein, so wie es viele machen. Das würde ich vielleicht jetzt noch, ich sage jetzt einmal, akzeptabel finden. Aber es gibt viel, wie soll ich das sagen, Situationen, wo es jetzt nicht gut wäre. Es gibt zum Beispiel die Situation, das Problem ist, du fährst, das hat es auch wirklich schon mal gegeben, du fährst relativ schnell ausserrot zu einer, sagen wir jetzt einmal, Baustelle. Und das ist wirklich ein Fall gewesen, was es gegeben hat. Du fährst ausserrot, Entschuldigung, dass ich ein bisschen so den Fall verloren habe, aber es ist relativ schwierig, morgen früh schon so reden. Nein, du fährst, du überholst Autos und es hat ist einer aus der Kolonne rausgefahren und der TÜV-Fahrer ist mit 60 bis 80 km/h ins Auto reingefahren. Der Typ, der gewendet hat wegen, glaube ich, einfacher Körperverletzung, oder was ist die? Ja, einfache Körperverletzung. Hat das auch so den Fall Bus bekommen, der einfach aus der Kolonne ausgefahren ist. Und der andere, der TÜV-Fahrer, hat auch ein Ding verloren, ein Gesetz missachtet und hat über 300 Franken Bus gezahlt. Das Ding ist, man darf eigentlich, so viel es mir ist, also ich tue jetzt euch noch den Paragraph einblenden. Ich weiss jetzt nicht 100%, ob das ist, was ich jetzt euch erzähle, aber soviel ich weiss, darf man nicht die Spur verlassen, wenn man nicht kann garantieren, dass man nicht andere Leute gefährdet, und wenn man nicht kann garantieren, dass man nicht wieder etwas verkarrt. Ist das grusig. Und die Touring natürlich. Also man darf nicht die Linie, sozusagen die Spur verlassen, weil man nicht garantieren kann, dass man wieder reingeht.
und dass man andere gefährdet. Aber wenn ich jetzt das auf Praxis, nur das ist ganz kurz, auf Praxis beziehen, wenn jetzt so vorne das Lichtsignal wäre, ich könnte da schon an den Leuten vorbeifahren und kann garantieren, dass ich vorne wieder rein kann. Das würde natürlich gehen. Aber ich würde euch einfach allen ganz einfach ans Herz legen. Es ist ja, wie wir schon gehört haben, verboten, rechts zu überholen. Es ist verboten, rechts zu überholen. Fußgänger, Veloweg, was auch immer. Rechts tut man eigentlich kreuzen, also abbiegen, wenn man rechts fährt. Und links tut man überholen. Also wenn ihr das nicht könnt, moin. Wenn ihr das nicht könnt, dann macht es lieber gar nicht. Ich bin so einer, ich tue eigentlich selten filtern, weil ich einfach Schiss habe, weil ich weiss, es ist nicht 100% legal. Habe ich so gut wie nie gefiltert. Und es ist auch so, du hast eigentlich nichts verloren. Wenn du filterst, hast du etwas gewonnen, hast du Zeit, hast Zeit gewonnen, bist schneller am Ziel, bist schneller vorne am Lichtsignal etc. Aber wenn du es nicht machst, hast du eigentlich nichts verloren. Weil es ist eigentlich ganz normal, dass man, eigentlich wäre es normal, dass man überwartet in der Schlange. Auch wenn es wahrscheinlich, weiß ich nicht wie viel Prozent von der Welt das Fahrer filtert, ganz ehrlich. Aber ja, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen fürs Video. Ich hoffe, euch hat das viel Spaß gemacht. Das war ein bisschen schwierig gewesen, wahrscheinlich zum Anhören jetzt, wenn ich so verpeilt und müde noch bin. Aber ja, schon mal etwas anderes, am Morgen früh ein Video aufzunehmen. Und dann schreibt ganz gerne in die Kommentare, was eure Erfahrung ist oder was ihr darüber wisst, über das Thema Filtern. Ob ihr sagt, hey, das ist völliger Humbug, man darf filtern. Zum Beispiel jetzt da, wenn jetzt da eine Baustelle wäre. Du darfst so an den Autos vorbeifahren, natürlich nicht mit 50, vielleicht mit 20 km/h oder mit 15, da vorne wieder rein. Das darf man zum Beispiel, wenn ich sage, wirklich, das ist wirklich erlaubt. Was ich aber mal gehört habe, man darf, wie ist es jetzt gegangen? Ich habe mal einen Beitrag von einem Polizist gesehen auf TikTok, vom Schweizer Polizist, ich glaube sogar Kanton Zürich ist es glaube ich, weiss ich gar nicht mehr. Da müssen wir vielleicht wieder mal Jugenddienst Uster fragen, die machen ja viele Livestreams dazu. Die könnte ich mal fragen, und das ist natürlich das Video dann nachreichen. Ich glaube, man darf an den Autos vorbeifahren im rollenden Zustand. Oder im Stehen. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, es gibt irgend so etwas, was die Polizei mal gesagt hat. Ich weiß es nicht mehr. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es ganz genau wisst. Wann man filtern und wann nicht. Das ist aber meine Meinung. Ich habe einfach einen Beitrag gelesen darüber und grundsätzlich würde ich es wahrscheinlich eher vermeiden. Ich selber. Eher. Also so machen, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Und dann, wie gesagt, wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und ciao miteinander. Euer Obscur 94. Ciao miteinander.